Guten Tag. Moin. Wer bist du? Ich bin Angelina. Und ich bin Edda. Schön, Sie kennenzulernen. Wenn ihr sich an die Kindertit besinnt, welche Rolle hat Platt durchspielt? Als Kind hat Plattdeutsch bei mir gar keine Rolle gespielt. Das fing erst an, als ich meine Mutter und meine Oma und meine Tante Pine, wenn die miteinander platt snackt habt. Das wäre Weihnachten, Geburtstag und so. Und dann habt die sich immer in der Hall und habt über die Geschenke snackt. Und das schon wenig hören. Und da habe ich mir überärgert, dass ich das nicht verstanden habe. Und da habe ich angefangen, platt zu üben und tot zu hören. So wäre das bei mir. Bei mir hat Platt hier von Anfang an die Graute Rolle gespielt. Ich bin Plattdeutsch abwussen, ich bin Plattdeutsch graut worden und sauer trocken geworden, das zu schnacken. Meine Oma, die hat mich dann mal mitgenommen und einen plattdeutschen Verein. Aber ich wäre so schüchtern. Und da habt ihr mich gefragt, wo du nicht auch hier mitmachen? Und da habe ich nee gesagt. Kann ich mich heute noch überärgern. Ja, kann ich verstehen. Also ich bin ganz froh, dass meine Mama sich dort durchgesetzt hat und uns das von Kindesalter an mitgegeben hat auf dem Weg. Edda, wie freut sie dich dabei, dass die Familie kein Platt mit dir Schnack hat? Doch habe ich als Kind ja gar nicht über nachgedacht viel. Nicht? Das fing ja erst an, als ich das wäre so eine Art Geheimspruch zwischen die beiden, ne? Zwischen meiner Oma, Tante Pine und meiner Mutter. Und das hat mich immer ärgert, ne? Dass ich das nicht verstanden habe. Bist du noch böse auf die Familie, dass sie mit dir kein Plattdeutsch Schnack hat? Oder wie gehst du damit um? Nee, böse bin ich nicht. Das wäre ja lauter viel besser geworden, nicht? Als ich dann nun ins Theater gekommen bin und Schmidt-Barringen kennengelernt habe. Kennst du Schmidt-Barringen? Nee. Das wäre so ein Heimatdichter, wäre das gewesen. Und der hat mit mir Platz genommen. Das wäre ganz wunderbar. Der hat immer gesagt, komm her, Mädchen, und dann haben wir miteinander snackt. Und der hat mir das auch beigebracht, so Balladen lesen und so. Das wär mein Mentor damals. Aber es ist ja ein schöner Ort und wie es Ja. Loda noch mal Plattdeutsch zu lernen und Ja. innerhalb von der Familie. Ja, das wäre ganz toll, wie Schmidt-Barringen. Angelina, Platt hätte ja früher kein großes Image gehabt. Kannst du dir da noch auch besinnen, was an der Leute dort gesagt habt, dass du da zu Hus mit den Familien snackt hast? Ja, Mamas Familie kommt hier aus Dithmarschen und Papas die kommen hier aus Hamburg. Und mir Gaut Ellen aus Hamburg hat wohl sich, ob ich Ausländerin bin. Was? Also die habt das wohl nie so gern sein, aber sonst habe ich keine schlechten Erinnerungen oder Eindrücke davon, dass andere Leute da schlecht drüber Schnack haben. Ja, wenn ich mich so erinnern darf, wäre ich ja früher auch, zu meiner Zeit, Platt, hat so ein bisschen was von dumm. Und dabei ist das doch so eine schöne Sprache. Ne? Da gebe ich dir recht. Ne? Ja, doch. Edda, du bist ja da oder an den Spruch gekommen. Wie wäre das für dich? Wie wäre das für mich? Als ich angefangen habe, da muss ich eigentlich wie zurückkommen. Also an das Theater bin ich gekommen, weil das Niederdeutsche Theater in Bremen, der hat eine Schauspielschule aufgemacht. Und da hat meine Mutter angerufen. Und weil ich jemand nicht, mein Bruder, der ist damals verunglückt und ich wäre ganz traurig. Und ich wollte nirgends mehr hin. Und da hat meine Mutter da angerufen, weil ich in der Schule auch jemand Theater gemacht habe. Und dann hat die gesagt, ja, sie kann mal kommen. Und dann bin ich da hingegangen. Und da wären 100 Leute. Die wollen doch alle hin. Und da habe ich gedacht, da fallst du gar nicht ab. Bin ich da hin, hab mich angemeldet. Pro doch Lothar wären bloß noch 50 da. Und 2 sind davon übergeblieben.
Und ich wäre glücklich. Ich wäre so glücklich und frei und habe überhaupt keine Hemmung mehr. Und da habe ich so viele tolle Leute kennengelernt. Und ich will im Theater leben und wohnen. Ich habe gedacht, hier ist die Welt. Hier ist wirklich die Welt für mich open. Und dann habe ich das erste Mal in Merken mitgespielt. Und das wäre, ja, und das wäre. Und da konnte ich doch gar nicht mehr von weg. Und seitdem spiele ich Theater. Und ich habe wunderbare Leute kennengelernt. Ganz tolle Leute. Angelina, ist platt in den Alltag in Selbstverständlichkeit oder musst du die dafür stark machen, da zu bogen? In meinem Alltag ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, selbst bei uns im Büro, mit den Chefs, mit den Kunden, mit Familienangehörigen, mit meinem Freund schnacke ich jetzt eigentlich auch größtenteils Plattdeutsch, weil ich das einfach lernen will. Und daher kann ich das sehr gut in meinen Alltag mit inbringen. Wie sieht das bei dir aus? Oh, bei mir sieht das nicht so gut aus. In meinem Alltag kann ich das gar nicht brauchen. Die Sprechertoll wird jemals weniger und viele verliert ihr Plattdeutsch Umfeld. Wenn ihr damals und von da vergleicht, wie hat sich ihr Plattdeutschen Alltag verändert? Der Plattdeutsche Alltag? Die Sprache hat sich auch nicht verändert, die Zeit hat sich verändert. Die Zeit ist anders geworden als damals. Und ich weiß nicht, ob in der Schule war da noch Platz nach. Also bei uns aktuell war da, glaube ich, auch immer weniger eine Schulen anboten. Also ich höre das jetzt Umkreis, der Schule bei uns Dörp, wo ich arbeite, der half her der Nom 5 Dörper Schule, weil da 5 Dörper zusammenkamen. Und die haben sich jetzt nie Nom solch und haben sich partout gegen plattdeutschen Nom weigert. Warum auch immer. Aber da mag man dann auch, dass der plattdeutsche Spruch bei uns ja immer weniger wart und ja eigentlich auch begrenzt wart. Sech, mein Chefin auch, also der hat das gar nicht gut gefunden, dass der Nom 5 Dörper Schule stricken worden ist. Also finde ich auch, ja, der Spruch verändert sich nie, aber die Tit verändert sich einfach, dass das irgendwie ja einfach begrenzt wart und einfach alles hauchtütsch verständlich auch für unsere anderen Mitbürger, sag ich jetzt muss auch. Alles verständlich muck wart, was ich auch sehr schade finde. Also privat kann ich gar nicht mehr Platz nacken. Ne? Das sind ganz wenig Leute in meinem Umkreis, die noch Platz nacken da. Aber so 2, 3 Leute, die habe ich dann. Und wenn wir uns dann droben, dann snackt die miteinander platt. Ne? Oder wenn ich in den Bus instieg, dann sage ich immer Moin zu den Fahrer. Und die freut sich dann immer nicht, die sagt dann auch Moin. Ne? Das finde ich immer wunderbar. Ne? Angelina, du bist ja noch jung. Woans passt jung sein und Platznacken zusammen für die? Wart auch den Kinder platt von die lernen? Noch habe ich keine Kinder, aber das Gesprächsthema haben wir schon. Ja, die Kinder waren eindeutig Plattdeutsch lernen, da sind wir uns schon einig, haben wir schon gut diskutiert. Und ich finde, mein Öller und Plattdeutsch eigentlich sehr wichtig, damit auch die jüngere Generation das einfach wieder lernt, weil ich in meinem Öller kenne kaum noch Funslüt und Jungs, die mit mir Plattdeutsch schnacken können, aber ich finde trotzdem, das passt irgendwie gut zusammen, just auf dem Land und in unsere Lütten Dörper. Also das ist so meine Ansicht. Ja, das finde ich auch gut. Wie ist deine Ansicht? Hast du das Gefühl, wird junge Leute oder auch Kinder Plattdeutsch lernen oder meinst du einfach, das verlustig irgendwie? Doch, ich glaube, die wird das noch lernen. Ich mag das ja, wenn wir jetzt im Moment so spielt, wie ja als Oma tüdelig geworden ist. Ne? Und da sagt mein Kollege, der snackt Hochdeutsch und ich snack Plattdeutsch. Und das ist für die Schulen so von 4 bis 4. Klasse, 3. Klasse. Und die fragt dann manchmal und dann hört wieder die in der Schule auch platt snacken dort. Und da freut wir uns immer, oder nicht? Was liest du denn am Böker, Plattdeutsch? Ich lese
bloß WhatsApp-Nachrichten auf Plattdeutsch. Mehr lese ich auf Plattdeutsch nicht. Nicht? Nee. Ach schon, das gibt ganz tolle Bücher. Sag mal, Angelina, was meinst du, Plattdeutsch, ist das noch ein bisschen cooler geworden? Doch, ich würde schon sagen, das ist cooler und moderner. Worden. Einfach ein bisschen lockerer. Einfach Ja, ne? ein bisschen entspannter, nicht mehr so das Gedrungene, Gezwungene, sondern einfach. Und wenn man ein Wort nie Plattdeutsch einfällt, dann soll ich mal sagen, ein Wort zusammen, dann ist er vielleicht Hochdeutsch mit Plattdeutsch zusammen, aber doch, ich würde sagen. Angelina, was gefällt dir am besten an der modernen plattdeutsche Welt? Gibt das überhaupt ein? Ich finde schon, dass es eine plattdeutsche moderne Welt gibt. Das wird, wie es mir schon anschnackt habe, einfach das flotte, moderne Schnacken, wie man miteinander schnackt. Einfach, ja, flott, frech. Und immer das langsame, untereinander getrockene. Das finde ich schon. Ja, das finde ich auch. Benutzt du auch Plattdeutsch in die Social Media? Ich benutze das eher weniger. Wo ich Plattdeutsch gebrochen kann und auch Schnack habe, wäre auf der Kaul durch in Dithmarschen im Fernsehen. Aber sonst so auf Facebook, Instagram nutze ich das eigentlich nie. Ich habe diesen Kram nämlich gar nicht, deswegen will ich doch gar nicht mit Bescheid. Ich habe nur ein Handy, sonst habe ich nichts. Was läuft du? Wo geht das hin mit dem Spruch in der Zukunft? Ich glaube, Plattdeutsch wird immer wieder snackt. Und das muss auch. Denn das ist so eine wunderbare Sprache. Du kannst alles sagen. Ich will nicht, was sie früher immer sagen, Moors kannst du sagen, hört sich doch gut an. Nee, so ist die Sprache nicht. Ne? Hol dir mal einen Bölker auf Platt. Du wirst sehen, wo wunderbar die Sprache ist. Als ich damals angefangen habe, da hätte das auch kein Plattdeutsches Not, Plattdeutsch war nicht mehr snackt. Und das habe ich so oft gehört in meinem Leben. Plattdeutsch war nicht mehr gut. Theater, da kommen die Leute nicht mehr hin. Aber sie kommt. Das seht wir ja jeden Abend. Wir spielt ja. Und ich glaube, Plattdeutsch wird immer wieder snackt, weil das so ein wunderbares Sprache ist. Will ich hören. Und was glaubst du, Angelina? Ich glaube auch, dass Plattdeutsch eine Zukunft hat, aber ich finde auch, man müsste dann vielleicht ein Beten mehr achterklemmen und achterstehen und ein Beten mehr morgen August mit den Kindern an der Grundschulen, an den wiederfallenden Schulen oder Theatergruppen, auch bei uns auf dem Land, dass man das einfach anbieten deit und dass das auch angenommen werden kann und dass man auch werben deit, dass das ja eigentlich wichtig ist, dass unser plattdeutsche Spruch auch wiedergeht. Ich möchte mich bedanken für den netten Nummer, für das nette Gespräch. Vielen Dank. Ich habe viele gelernt. Ich war jetzt plattdeutsche Bücher kaufen und lesen. Und da hat mir ganz viel Spaß gemacht. Mir auch, Angelina. Ich habe mich auch gefreut, dass ich dich kennengelernt habe. Sag ich vielen lieben Dank. Angelina, komm gut nach Hause, ne? Danke, du auch, vielen lieben Freut Dank. die Familie, ne? Das mag ich, du Ja. auch. Danke. Ist gut.